Hallo zusammen, Manu Autor ist Autor. Herzlich willkommen zum Bad Spencer Bohnenpfanne-Stream. Live aus dem Wald. Heute gibt es leckere Bad Spencer Bohnenpfanne als Mittagessen. Alles auf dem Feuer zubereitet. So sieht es heute aus. Das Kochbrettchen ist auch am Start. Jakitmesser. Ui, müsst ihr auch wieder mal putzen. Ja. Ist ja gleich. Oh, ist das kalt, alles. Das ist einfach das geilste Teil da. Das ist das geilste Teil. Wikinger Kochstange. Machen wir sie da rein. Da ist gut. Hebt ein Stückchen. Ja, nein, ist zu weit weg. Machen wir es da rein. Jetzt sind wir fast wieder zu näher. Nein, ist eigentlich gut. Das ist gut so. Ja. Es ist sogar sehr geil so, oder? Das ist ein Feuer. Bad Spencer Bohnenpfanne mit Bad Spencer Einspielungen, mit allem was dazugehört. Und ich eigentlich immer das Feuer so mache. So. Ein Schlag von mir und du Mann aus siehst dir Sterne. sagt, Bad. Waldfee_vom_Wald sagt Bad Spencer. Ein Schlag von mir und du siehst Sterne. Ja. Ja. Geiles Kochmesser. CJRB. Ja, das sieht schon gebraucht aus. Das darf es auch sein. Ist Technik gelumpen, mal rein. Und ein gutes Bier. Das gute Bier ist auch am Start. Das gute Bier. Ich genieße gerade total die Ruhe. Ich genieße total die Ruhe. Waldbier habt ihr gesehen? Ich habe sogar Waldbier dabei. Ich könnte eigentlich mal ein bisschen schnippeln. Ein bisschen Gemüse schnippeln. Die Frage ist, wann.
Die Bohnen. Die Bohnen. Das ist das Wichtigste heute. Die Bohnen. Hackfleisch nicht so viel. He? Ich habe gemeint, das war mal grösser irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt. Naja. Zwiebeln, mal Zwiebeln schneiden. Die Frage ist ja, doch, ich kann Zwiebeln, Knoblauch ist gut, das kann ich schon reinknallen. Zwiebeln, Knoblauch, Chili. Das brennt ja wunderbar. Ich schmeiß es mir da drauf, so. Oh, heiß. Oh. Die Bohnen, ja die Bohnen. Die Bohnen sind am Start, genau. Willkommen im Kochstudio. Manu Autos Kochstudio. Oh, wieder gefährliche Situation hier. Ein Messer. Eine Zwiebel, okay. Das ist die krasse, mega scharfe Chili. Oh, so geil. Da kannst du Pulver mitmachen. Unterstütze Manu mit einem Abo. Oh. Sehr geil. Das ist mega würzig. Oh, wie geil. Also, ja. Wie bist du zum Auto gekommen? Schon immer gemacht oder hat es dich einfach gepackt? Ja, etwa vor 5-6 Jahren. Vor 5-6 Jahren habe ich angefangen. Ich habe sehr viel Backpacker Wilderness geschaut. Auch auf YouTube. Und dann hat mich das gepackt und gefunden, das wäre mega cool. Ich habe schon immer gerne Natur und Outdoor gehabt. Also, ja. Aber ich habe dann wie gefunden, hey komm, ich wollte auch Bushcraft machen, an der Natur sein oder so. Ja. Dann eben YouTube-Kanal geschaut, Backpacker Wilderness und so. Und dann habe ich selber angefangen vor 5 Jahren mit YouTube. Auch mal kurz auf Twitch. Die sind schon mega salzig, die Chilis, wo sie kein Salz dran haben. Ich habe schon vor 5 Jahren, 5 Jahren schon mal einen Stream aus dem Wald gemacht. Auch ähnlich wie das, aber mit Notebook, mit großem Setup. Und jetzt ist die Technologie einfach so geil, dass ich mit wenig Strom kann sehr effizient senden. Es läuft jetzt über eine grosse Kamera und ein Streaming-System mit SIM-Karten, Router, SIM-Karten und so. Es ist herrlich, vor allem wenn man seine Ruhe hat. Oder? Ich meine, Outdoor kann auch stressig sein, wenn du irgendwie an einem Ort bist, wo es so viele Leute hat. Ich finde es sehr holsam, wenn es eben nicht so viele Leute hat. So ein bisschen für sich kann sein. Eine Zwiebel. Jetzt tun wir noch ein bisschen Öl rein. Öl und Salz kann ich gerade rein tun. Dann lassen wir das ein bisschen ziehen. Ich habe Zeit, ich habe keinen Stress heute. Viel Öl braucht man gar nicht mit Hackfleisch. Das schmeckt auch schon gut. Ups, ein bisschen viel. Macht ja nichts. Oh, Knoblauch. Oh, wie geil. Der schmeckt super gut. So, dann tun wir das Tisch mal dafür. Hebt. Dazu noch ein Waldbier. Was will man mehr, oder? Hinten dran sind Reli und Füchsli. Die schmecken das jetzt sicher auch. Die wollen auch. Die sind hungrig.
Jetzt bin ich doch ein bisschen näher mit der Nähe. Geht alles gut. Ui, schöner Tomatensaft. Gut, erst ein bisschen andünsten und nachher kommt dann das Rindfleisch rein. Und Bohnen, das ist die Bohnen, kommen die auch noch rein. Das machen wir miteinander Rindfleisch und Bohnen, oder? Ist das nach Rezept? Ich hoffe es. Ups. Es fällt auseinander. Aber es brennt, das ist das Wichtigste. Nee, das ist so viel Hitze. Ist alles gut. Das riecht herrlich. Schon mal sehr geil. Oh, das ist vielleicht ein bisschen viel Hackfleisch, weiß gar nicht. Das werden wir noch herausfinden. Jetzt kommen die Bohnen rein. Die Bohnen. Wie das riecht. Ich muss mal ein bisschen. Oh, ein bisschen im Wind stehen. Ich rieche sonst nicht so viel. Aber so. Ich kann es auch sagen, mit dem Holzgeschmack. Das ist wie wenn du in einer Hütte drin bist oder so. Sehr geil. Die Bohnen. Die Bohnen. Schön scharf, oh, ist geil. Ja, jetzt merkt man das, jetzt lösen sich da das Capsaicin. Die Box lassen wir da. Holz gefunden. Guten Bud Spencer Bohnen. Die Bohnen. Aber es ist ein gesundes Essen, ist geil. Oh,
mit der scharfen Soße. Mm. Mm. Da muss man irgendwie noch einen Tee machen. Ich muss ein bisschen bewegen, die Füße. Die Füße. Noch ein bisschen Holz holen vielleicht. Ja. Da in der Danger Zone, gehst du in die Danger Zone hier nach hinten. So, kann das Igeli reingehen. Fliegender Hund für 10 Personen. Wer einmal isst, wird immer essen. Kronen gehen immer. Schön scharf. Und das Geilste an dieser Pfanne, das ist eine Schwedenpfanne, eine klappbare das ist die Jägerpfanne. Das Geile daran ist, die tut man nicht waschen, man reibt die nur aus. Man reibt die mit Öl aus. Im besten Fall mit einem Küchenrolletuch oder so. Einfach ausreiben. Genau. Die muss Patina haben, das ist das Geilste. Das ist ein Schutz. Die ist eigentlich silbrig, ne? Das ist wie die hier. Das ist eine Edelstahlpfanne. Die ist natürlich super gut für unterwegs. Für ein bisschen größere Kochgeschichten ist der Rand fast ein bisschen zu wenig hoch. Muss man mal eine geile Gusseisenpfanne noch kaufen für den Wald hier. So eine Richtung mit einem fixen Stielgriff dran. Dann kann man noch mehr so Bud Spencer Pfanne machen. Die ist halt ein bisschen. Es gibt noch eine größere, es gibt noch mehr von den Schwedenpfannen. Reicht. So. Das ist schon geil, hä? Die Vorrichtung, die ist sehr, sehr geil. Ja, das ist wirklich die super krasse harte Ische. Boah, ist super laut hier. Boah, ja, ich hatte eine Verzahnung drin, lustig. Das ist mein Holznagel, der noch drin ist. Kaffee ist gut. Oh schön, jetzt kommt die Sonne noch, so geil. Die Belohnung, oh ist schön, schön, oh, das ist schön. So, nochmal schnell aufs Feuer, ganz schnell. Spielt hier keine Rolle. Geiler Kaffee, das ist sehr geil. Noch die letzten Sonnenstrahlen genießen.
Ja, das ist total geil, ein bisschen Sonne und noch vom Feuer, das ist so geil. Jetzt gerade noch die Heizweste auch noch an, das ist super schön warm. Das ist die Pfanne. Löffel. Da ist der Trinkblase. Das ist auch eine geile Trinkblase von Platypus. Diese hier kann ich auch sehr empfehlen. Das ist auch Amazon. So eine Trinkwasserblase. Er hat keine Taschen, er hat nur ein Fach unten. Das ist einfach ein Fach. Schlafsack passt da nicht rein. Ganz, ganz schlecht. Und sonst ist eigentlich so ein Dryback, hat auch Dryback Art, wie man es zumacht. Man rollt, oder? Die Nähte sind ein bisschen, aber ist okay. Die Nähte sind zum Teil nur das Optische, aber sonst ist es gut, das hält alles sehr stark. Da habe ich aber, es gibt auf YouTube ganz viele Videos, auch von mir, es gibt meine Videos. Was hier, ich mache ja Ausrufezeichen Gier. Ausrufezeichen Gier eingeben. Seht ihr das? Das ist so eine konisch, sagt man eine konkave Anschliff, konkave Klinge. Ich glaube, das heißt konkav. Hier sieht man es gut. Die ist keilförmig. Ein schönes Licht jetzt gerade. Ne? 45 cm lange Schaft und das ist einfach, das musst du haben. Du musst einfach die Länge haben, dass du den Hebeleffekt hast. Und hier vorne sind wir, glaube ich, etwa bei 600 Gramm Kopfgewicht. Ist ideal, ist aber auch leicht, du kannst zuarbeiten, ist hinten hast du kein Gewicht. Du kannst zuhaken. Die kostet fast nichts, 30 € und ist einfach eine geile Axt. Punkt. Die würde ich mir sofort wieder kaufen, das habe ich auch gemacht. Ich habe noch eine zweite als Backup zu Hause. Aber die geht so schnell nicht kaputt. Ich habe auch Hultafors-Axt. Die Spaltwirkung ist nicht so gut. Ist gut zum Arbeiten, zum Hobeln und so, also so Baumarbeiten, aber nicht gut zum Spalten. Die springt hier herum. Die spaltet erst hinten, wo der Schaft ist. Erst dort spaltet sie. Ja, es wäre geil, wieder mal was mit dem Felix Immler zu machen. Er ist der Botschafter von Victorinox. Mit dem habe ich auch schon über Videoideen gequatscht und wir haben da so Ideen, was wir gerne machen würden. Und mal schauen, ob wir wieder mal ein Video machen. Haben wir schon gemacht. 150.000 Abonnenten auf YouTube. Felix Immler, total auf dem Boden geblieben. Geiler Typ. Also generell gucken. Also die Box lasse ich jetzt hinten. Also ich hoffe, die Funkstrecke geht jetzt noch. Machen wir schnell Windcheck. Wind wäre jetzt gut für Rehe, weil die Rehe sind hier irgendwo vor mir versteckt wahrscheinlich. Ups, ich mache wieder Geräusche. Schwierig gerade. Nein, die haben mich schon gerochen und gehört vorher schon wahrscheinlich. Hey, wir haben so eine schöne Stimmung gerade hier mit dem alles orange-gelb hier im Wald. Das ist mega cool. Ich feiere das und ich bin jetzt hier gerade neben dem Baum.